Der Museum Bonfanti Weimar in Bassano del Grappa stellt historische Automobile und eine interessante Galerie des venetischen Talents aus. Einer der verblüffendsten Dinge, die man in dieser Galerie von Motorsport, Lebendigkeit und venetischem Talent beobachten kann, ist zweifellos der Bernardi-Motor. Patentiert am 22. August 1882 stellte der Bernardi-Motor der erste funktionierende Benzinmotor auf der Welt dar. Der wurde 2 Monate vor dem Benz-Motor und 1 Jahr vor dem Daimler-Motor patentiert. Interessant ist es, dass der Motor aus dem Nichts geschafft wurde. Davor gab es nämlich gar nichts, außer dem Dampfmotor, der 50 Jahre vorher entwickelt wurde. Der Bernardi-Motor hatte alle Bestandteile wie in einem modernen Motor. Die Trommel mit dem Kolben, die blaue Stange mit dem Gegengewicht der Schwungscheibe, den Wasserkühler, die Ansaugventile und Auspuffklappen. Es gab sogar ein primitives Schmiersystem, über das wir heutzutage lachen würden. Es war nämlich ein Einwegschmierer. Die Öltropfen fallen aus einem Behälter und schmieren die verschiedenen Motorteile. Ursprünglich setzte der Ingenieur Bernardi den Motor zur Unterhaltung in das Fahrrad seines Sohns ein. Dann wird das Hubvolumen von 125, wie hier, auf 500 Kubikzentimeter. Erst etwa 10 Jahre später, in 1894, baute er den Motor in ein Gestell ein und realisierte das erste italienische Auto, das man hier bewundern kann.